Hallo zusammen, herzlich willkommen zu unserem dritten Teil, der leider ein bisschen ins Wasser geflogen ist. Eigentlich haben wir wieder so euch schöne Aufnahmen zeigen vom Seeburgpark und von der Grenze. Aber heute ist es ein bisschen grusiges Wetter. Wie würdet ihr in Deutschland sagen, wenn es so regnet? Wie würden wir sagen? Sollen wir nochmal anfangen? Hallo miteinander, herzlich willkommen zum dritten Teil von unserer Serie. Mit nur einem Schritt ändert sich alles. Und zwar, wenn man über die Grenze geht, von Konstanz nach Kreuzlingen, ändert sich alles. Nicht nur, wie es hier aussieht, sondern vor allem die Sprache. Und über das wollen wir heute mit euch reden. Falls du jetzt denkst, hey, was, dritter Teil und so, dann mach doch da kurz Pause und gang Teil 1 und Teil 2 schauen und dann schaltest du wieder ein. Wir befinden uns nämlich jetzt hier mitten im Seeburgpark im Amphibienschutzgebiet. Ich zeige euch das mal ein bisschen. Und ihr seht, die Marie hat heute den Regenschirm rausgenommen und wir haben auch die Regenjacke an, weil heute ist ein bisschen Hudelwetter. Also, Schmuddelwetter, so. Schmuddelwetter, genau. Aber wir laufen jetzt mal ein bisschen weiter. Also jedenfalls heisst es so in der Schweiz, ich weiß nicht, ob das in Deutschland auch so ist, in der Schweiz heisst es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung. Heisst das so in Deutschland Ja, auch? das heißt natürlich auch so. Also ich glaube, da sind wir uns sehr nah bei diesem Thema. Schlechtes Wetter gibt es halt in der Schweiz und gibt es in Deutschland genauso. Deswegen ja, das ist so ein typischer besserwisserischer Spruch eigentlich. Das sagen das sagen dann Deutschsprache. meistens die dann irgendwo schön daheim irgendwie am Schmine sitzen können und es warm haben. Genau. Aber wir laufen jetzt ein bisschen weiter. Es gibt mega viele Begriffe zum Thema Wetter. Ich habe mir ein paar rausgesucht. Ich würde gerne die dann nachher kurz vorstellen. Ja. Bevor wir das aber machen, wollen wir euch kurz erklären, was es heute noch so zu sehen gibt. Und zwar gehen wir zu den Säuli. Genau, wir gehen zu den Schweinen, wie man auf Hochdeutsch würde sagen, zu der Säule. Wir werden aber auch noch zu den Hühnern gehen. Und vielleicht sehen wir sonst noch ein paar coole Sachen. Und es wird sicher noch einen Teil 4 geben. Also wir sind noch nicht am Ende der Fahnenstange. Wir laufen jetzt mal da ein bisschen weiter. So, wir sind jetzt da gerade durch ein schönes Tor gelaufen. Ich tue da mal ein bisschen umdrehen, dass man das vielleicht sieht. Da hat es ganz viele tolle, besondere Bäume. Genau, wir sind dann nämlich im Park vom Schloss. Also es hat da auch noch ein Schloss, aber wir müssen nicht glauben, dass die Kreuzlingen ein Ja. Schloss hat. Ich glaube, man nennt das hier auch so ein bisschen Arboretum. Also Arbor heißt der Baum auf Latein und Retum, also die Endsilbe tum, steht sozusagen für den Garten, also wie ein Baumgarten, wo eben dann viele verschiedene Bäume zusammenstehen. Es steht auch immer angeschrieben, was es Genau. für Bäume sind. Aber Es das hat ist ein bisschen Mammutbäume auch. Genau. Also wir können da gerade mal zeigen, wie das aussieht, wie so ein Baum angeschrieben ist. Da haben wir jetzt zum Beispiel Magnolie. Und besonders eindrucksvoll sind natürlich diese Rotbuchen, die so riesengroß sind und echte krasse Schattenspender. Leider mussten sie jetzt dieses Frühjahr wieder eine Rotbuche fällen, weil irgendwelche Schädlinge sich leider da auch wohlfühlen. Aber man fühlt sich so ein bisschen wie Louis XVI oder so in Versailles, also natürlich ein bisschen kleiner. Und wenn wir jetzt da so schön unter den Bäumen stehen, ich glaube, da kannst du mal kurz den Schirm mal auf die Seite tun, und da regnet es noch nicht so viel, möchte ich jetzt mal ein bisschen mit dir über diese Sachen anschauen. Ich habe mir jetzt ein paar Sachen aufgeschrieben. Moment. Wo habe ich es? Gar nicht da drin. Hinten habe ich es. Ich habe mir ein paar Begriffe aufgeschrieben zum Thema Regen. Und jetzt gehen wir mal schauen, wie Marie darauf reagiert. Und zwar, du kannst immer sagen, ob du es kennst. Und vielleicht auch noch, ob du wüsstest, wie intensiv der Regen dann ist. Weil es gibt Regenarten, die ein bisschen intensiver sind, weil es regnet sehr fest oder es regnet ein bisschen weniger. Genau. Also, es schifft. Ja, das kenne ich und das ist sehr, sehr, sehr stark. Genau, dann geht man nicht gerne raus, wenn es schifft. Dann haben wir, wenn es seicht. Ja, das hört sich eklig an, also muss schon auch intensiv sein. Genau. Seichen kann man ja auch, wenn man aufs WC geht. Dann seicht man ja auch. Also das ist dann recht der Strahl dann. Also Seichen ist auch nicht so lässig. Dann haben wir Pissen.
Das Ja, ist es auch ein- pisst, ja. Gibt es das auf Deutsch, oder? Das glaub's gibt's auch, ja. Mhm. Ja, hört sich auch eben eklig an, so ein Ekelwetter auch, wo es relativ stark regnet, würde ich sagen. Genau. Dann haben wir ein Hudlet, wenn wir so Hudelwetter haben. Also das ist Mm, dann, für mich ist so Hudelwetter dann schon so ein bisschen, wenn es schon fast ein bisschen stürmt und so. Also wenn es dann wirklich so mhm, garstig ist. So, mm, bläh. ja. Dann es tröpfelt. Ja, das kenne ich auch, das ist ganz wenig, ja, es tröpfelt, sagen wir Sagt man auch. das auf Hochdeutsch, Mhm. es tröpfelt? Also das ist ja dann, oder es nieselt. Ja, sagen Ne, wir das auch. ist dann so. Also ich bin mal in Dänemark, dort regnet es irgendwie gefühlt jeden Tag und es regnet, aber es nieselt. Das ist wirklich, man spürt eigentlich gar nicht, man merkt gar Ja, nicht. Also ich in der ja, Brille, ich merke dann ein bisschen, dass es tröpfelt, aber sonst man spürt gar nicht. Es ist wie so. ja. Wenn es ein bisschen wärmer wäre in Dänemark, wäre das super. Dann ist es nämlich, wäre es ein bisschen abgekühlt. Mhm, mhm. Dann haben wir noch ein Güst, Ja, kennen wir auch. Ja, es gießt, sagen wir auch. Ja. genau. Dann ein Lad runter. Das kennt man eher nicht, ne? Das kann man nicht sagen. Aber das ist eben schon mega. Dann ist es so, wenn man vor der Scheibe sitzt und einfach Ja, alles. also Aber da könnte man auf Hochdeutsch zum Beispiel sagen, es haut runter, könnte man zum Beispiel sagen. Ja. dann ist es aber mehr, vielleicht, wenn es gewittert, oder? Nee, Oder auch einfach so. ja, einfach es Okay. haut runter, da kommt einfach eine große Menge Niederschlag von oben runter. Dann haben wir noch ein Kübelt. Es schüttet aus Kübeln, also genau, Kübeln würde man nicht sagen, aber Es schüttet aus es Kübeln. schüttet aus Kübeln, ja. Genau, was habe ich denn da? Es regnet Bindfäden. Ja, ja, kennt man auch, ja, mal mehr, mal weniger geläufig. Okay. Und dann Strippen, also so Richtung Berlin oder eben da, wo ich herkomme, würde man sagen, es regnet Strippen. es regnet Strippen. Mhm. Okay. Dann gibt es natürlich eben, kann man mal weiterlaufen? Es gibt das Bisi-Wetter, es gibt eben ein Hudelwetter. Und was ich so lustig finde, wenn wir ja gerade bei den Tieren sind, in England heißt es ja «It's raining cats and dogs». Was ich auch lustig finde, wenn ich mir vorstelle, dass es jetzt da plötzlich Katzen und Hunde irgendwie regnet. Und dann gibt es natürlich das, was man typischerweise würde sagen, wo du vorher auch gefunden hast, das würdest du gerade sagen, so auf Anhieb. Es ist Sauwetter. genau, es ist Sauwetter. Ja. Und zu der Säule, wenn wir jetzt gehen und ein bisschen noch über die reden, mal schauen, ob die Säule oder die Zauen in dem Sauwetter überhaupt draußen sind. Vielleicht haben sie sich ja auch versteckt. Und ihr sagt ja auch, oder genau, herumsauen gibt es ja auch dann für Rennen als Wort. Ja, Ja, und dann gibt es natürlich eben noch Säule. Säule ist, wenn du, ich glaube, auf Hochdeutsch heißt das Kleckern, oder? aha, ja. Und ich sage ja, da bin ich gespannt, vielleicht schreibt das jemand in die Kommentare, ich sage ja noch Koseln. Und ich habe eine Brieffreundin aus Luzern, die hat mich mal aufgeklärt und hat gesagt, Koseln und Säule ist nicht das Gleiche. Koseln ist nur, wenn man mit Wasser sich dreckig macht. Säule ist, wenn man zum Beispiel Spaghetti isst und dann kommen die wieder runter und dann hat man gesäulet. Und Koseln ist, wenn man etwas trinkt und dann ausschüttet. Aber für mich ist Koseln immer egal. Es ist, wenn ich einfach ungeschickt mit Essen umgehe und mich irgendwie dreckig mache oder mit Farbe oder keine Ahnung. Ja, jetzt stehen wir da vor dem Sauerkrieg und ja, wie wir es gedacht haben, sie sind nicht da. Ja, sie haben keine Lust auf das Sauwetter. Nein. Aber man kann da ganz lustig. Man kann da drücken und dann gibt es einen Fernseher. Mal schauen, ob der überhaupt jetzt einschaltet. Ah ja, er schaltet ein. Ah ja, man sieht sie, sie liegen dort. Also ihr seht sie jetzt nicht so gut. Genau, sie sind jetzt am Schlafen. Mhm. Ja. Aber man kann das so aufstellen, dass ihr mindestens das Krieg sehen könnt. Also. Aber eben Säule bei uns heisst jetzt eben Säule, bei euch heisst es Schwein. Ja. Und jetzt laufen wir mal weiter zu den nächsten Tieren. Aber ich möchte trotzdem noch mal ganz kurz ein bisschen über die Säule reden. Wie sagt ihr dann einer männlichen Sau? Das ist der Eber. Okay. So sagen wir auch. Und eben eine Sau. Aber manchmal sage ich auch einer männlichen Sau Sau. Genau, das würde man irgendwie auf Deutsch nicht machen. Da haben wir schon mal drüber gesprochen, dass das so seltsam ist, dass irgendwie auf Schweizerdeutsch immer dann von Sau gesprochen wird, auch wenn es vielleicht eben, ja, ein Eber ist. Aber ja,
Wenn man es nicht weiß auf Deutsch, dann sagt man halt Schwein. Und ansonsten, Weißt du, wenn wieso man's das genau vielleicht sagen will, ist? Vielleicht ist das, weil es bei uns gar nicht so viele männliche Säue gibt. Weil die werden ja eigentlich ja alle da so befruchtet im Reagenzglas. ja. Also da kommt ja irgendwie der Swiss Genetics oder wie die heißen, gibt es so eine Firma, wo dann kommt und dann lass mal da unten durch, bitte. Ja. Und dann gibt es natürlich auch das Wildschwein, dort ist ja dann der Keiler Ja. und der kleine Schweinli. Ja, von den Hausschweinen sind es die Ferkel und bei den Wildschweinen die Frischling, Frischlinge. genau. Wildschwein ist für mich auch klar Frischling, aber Ferkel würde ich zum Beispiel nicht sagen. Ich würde einfach sagen Säule. die kleinen Säule. Und dann gibt es bei uns noch den Säunickel. Das ist ja ein Grüssel. Also wie sagt man ein Grüssel auf Hochdeutsch? Einer, wo ja, ich weiß einfach wirklich gerade nicht. Weißt du, wie man auf Hochdeutsch sagt? Ein Mensch, der einfach so ein bisschen dreckig ist. Ein und- Ferkel. Ja, ein Ferkel. Also kann man schon Aber sagen. ich finde, ein Ferkel ist so etwas Herziges. Und ich Ja. finde, ein Säunickel ist wirklich einer, der vielleicht auch nicht nur grusige Sachen macht und so, sondern der dann auch vielleicht grusig redet, weil der derb oder so vulgär redet. Also für mich, genau. Wir sind jetzt da bei der Voliere. Da haben wir ganz viele Vögel. Und wir wollen jetzt dann gerade nochmal zu Vögeln gehen, zu den Hühnern. Und letztes Mal hast du so mega viele Sprichwörter über Vögel erzählt. Weißt du noch mal ein paar? Oder, Ja. du hast das mit der Taube gesagt. Wie ist das Ja, gegangen? genau. Also lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Es ist irgendwie ein blöder Spruch. Oder weil der so mega lang auch ist, keine Ahnung. Schimpfen wie ein Rohrspatz finde ich aber irgendwie sehr schön und lustig. Von meiner Weiter. Oder eben, ja, dass man einen Vogel hat, eine Meise hat. Oder ein Unglücksrabe ist, ein Pechvogel. Und da können wir ja Tauben, was ich ganz lustig finde. Im Schweizerdeutsch gibt es das Wort Taubentänzig. Hast du das schon mal gehört? Ja, gehört schon, aber weiß eigentlich gar nicht, was es ist. Also Taubentänzig ist so etwas wie Stiegelisinnig. Und Stiegelisinnig ist, wenn man jemanden so ein bisschen wahnsinnig oder verrückt macht. Also so, und es gibt zum Beispiel ein cooles Lied, das ist, heisst Venus von Pümplitz. Und Venus ist ja so die voll tolle, sexy Frau. Und sie macht dann eben auch die Männer taubentänzig. Und sie macht sie also auch wahnsinnig. Und Wuschelig. Ja, wuschelig. Oder genau. wuschig, ja. genau. Wuschig, wuschelig, so zum Beispiel. Was könnte man noch sagen? Ja, wahnsinnig, ja. Ja. Aber ich stelle mir das dann Verrückt. eben gerade so vor, wie die bei dem Lied, wie die Männer dann wieder so, die männliche Taube dann so tanzen und dann so anfangen zu balzen. So, da sind Ja. wir schon. Schau, da begrüßt das schon Genau, jemand. die lassen sich wenigstens blicken hier. Also zu Hühner. Hühnern gibt es ja auch ganz, ganz viele Redewendungen. Also so ganz klassisch wäre ja auch Ah, da vorne jetzt noch mehr. Können wir mal zu denen führen? ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn. Ja, das wäre so ein Spruch für mich. Oder wenn man extrem früh ins Bett geht, dann geht man mit den Hühnern schlafen, weil Das die ja sagt man auch. auf Hochdeutsch. Ja, Man kann kann mit man den Hühnern sagen. schlafen. Man geht mit den Hühnern schlafen, wenn man wirklich so wie die Hühner um Punkt 18 Uhr alle auf der Stange sitzt und man dann auch schon mit ins Bett geht, kann man sagen. Das Was ist ja gibt's spannend. noch? Ja, was auch gern gesagt wird, wenn man nach dem Essen so ganz viel gekrümelt hat und alles liegt voll auf dem Boden und so, dann sagt man, vor allem im Schwäbischen zum Beispiel, jetzt können wir die Hühner reinlassen. Ah, okay. In dem Sinn, dass sie dann alles, Dass sie dann alles ganz aufpicken. aufpicken. Ja, genau, das gibt's noch. Und du dummes Huhn gibt es natürlich auch, weil die Hühner ja früher sind. als dumm betrachtet wurden, obwohl sie es ja auch gar nicht Nein, sind ja überhaupt auch nicht. ziemlich schlaue Tiere. Es ist lustig, jemand hat uns in den Kommentar geschrieben vom letzten Video, dass sie mir gesagt hat, dass ihr Kind isst wie ein Vögeli. Weil sie halt so wenig, Ja, wenig gegessen ja. hat. Das gibt es, glaube ich, aber auf Hochdeutsch auch, oder? Ja, wie ein isst Spatz. wie- Du oder isst wie ein Spatz. Spatz. Spatzenportion, so eine ganz kleine Gut. Portion. Ja. Jetzt haben wir da noch ganz coole Hühner und da möchte ich gerne mit dir über das männliche Huhn reden, Ja. wie das heisst. Ich zeige euch die kurz, ja, weil da sieht man die. Die sind ganz, ganz schön. Also, wie sagst du am männlichen Huhn? Hahn. Hahn, genau. Wir sagen ja Gückel. Mhm. Der Gückel.
Und wenn der Gückel und das Huhn Babys haben, dann gibt es. Küken. Und bei uns heisst das Bibeli. Und das Bibeli ist aber auch zum Beispiel ein Pickel, den man haben kann. Also wenn jemand viel Bibelis hat, dann hat er nicht Küken, sondern auch vielleicht Ja. Pickel irgendwo im Ja, ich Gesicht. überlege gerade, ob es für Küken auch noch irgendwie so Sprüche oder irgendwas gibt. Ja, man kann natürlich sagen, das ist noch ein ganz junges Das Küken Küken, oder genau. so. Genau, Oder, wenn jemand so, oder grün hinter den Ohren, wenn jemand grün hinter den Ohren ist, oder, dann ist er ja, ist er ein junges Küken. ja, genau. Aber würde man das auch für einen Mann sagen? Küken, dann in dem Ja. ja, ach, ja gut, wenn es so ein kleiner Junge ist, dann schon Ja, dann noch. vielleicht Ja. schon. Hm. Ja. Für mich ist dann aber, wenn es ein kleiner Bub ist, dann ist es eher so ein 3 Käse hoch. Das finde ich auch mega herzig. Ein 3 Käse hoch. Ein Steppke. Ein was? Ist auch ganz ein komisches Wort, ja. Steppke sagt man auch für so kleine, ganz kleine Jungs. Ja. Nein, aber wir haben es trotzdem jetzt gut ausgenutzt und ja, werden euch beim nächsten Mal was über den Kräutergarten erzählen und über die Krankheiten. Aber weil wir ja heute Sauwetter haben, müssen wir nicht auch noch über schlimme Krankheiten sprechen. Nein, das machen wir das nächste Mal, wenn wir dann wieder schönes Wetter haben und dann Genau. sind auch die Farben schöner bei Sonnenschein. Hofft, euch hat das Video gefallen, dann gebt uns ein Like. Und wenn ihr findet, dass das eine coole Arbeit ist, die wir zwei machen, dann könnt ihr unten das Kanal Dollarzeichen. abonnieren. Ja, das könnt ihr auch, genau. Den Kanal, ja, okay. Genau, zuerst den Kanal abonnieren und dann auch noch aufs Dollarzeichen klicken, dann könnt ihr uns etwas spenden. Und auf unserer Kanalseite, was kann man dort sehen? Lauter coole Videos. Wir haben jetzt wirklich schon viele Videos und ja, da könnt ihr euch einfach ein bisschen berieseln lassen. Aber ohne Regen. Ohne Regen, genau, ich wollte gerade sagen, rieseln, nieseln. Niesen, ja. Ja, genau, also schaut doch einfach mal rein und wir freuen uns auch über eure Kommentare Ja. und über eure Meinungen und über euer Wissen auch zum Thema Sprichwörter, Redewendungen. Also teilt gerne euer Wissen. Gut, dann sehen wir uns im Teil 4 mit schönerem Wetter. Bis nächstes Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss zusammen. Hallo zusammen. Herzlich willkommen zum dritten Teil von unserer Serie. Nochmal. Mit nur einem Gump. Oder wie heißt das? Wie heißt das jetzt schon wieder? Jetzt habe ich es gerade wieder vergessen. Klappertitritsch.